Und dann haben wir über E-Punkt geschwärzt, das als Zukunft Lützeburg, das war von den Hauptpunkt, den wir hatten, im Fall zeitlich gesehen, den größten Teil von der Pressekonferenz weggeholt. Wir haben dazu, für Zukunft Lützeburg schon mehr an der Chambre eine Interpellation an freie Augen, gefragt, die wird am 1. Oktober oder November kommen. Für was haben wir das gemäht, weil wir einfach der Meinung sind, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie die Entwicklung von dem Land mittel- und langfristig, also nicht nur kurzfristig das gucken. Als Kollegen und ihre Zeit von uns an der Opposition waren, immer vom Zukunftstisch geschwärzt, was die mir als eine gute Idee fanden und auch immer unterstützt, dass aber kein Zukunftstisch kommt. An einem Blick schenkt es darum, mit den Geringen an der Regierung, wie das den absoluten strammen Wurstum, das einzige Lösung vom Problem wird. Gambia, die setzt darum auf maximalen Wurstum, aber wir sind aber der Meinung, dass wir uns müssen vorstellen, ob das die Lösung ist. Ich will nicht so viel daran angehen, weil wir ja, wie gesagt, eine Interpellation und ich will just so, wie viel Wert wir die Interpellation machen. Aber wenn eine Interpellation an dem dort Sujet möchte, haben wir mal verteilt, sind wir hingegangen, und wir haben eine relativ große Dokumentation zusammen geschafft mit Grafiken, für die, weil die hat ja so in unserem Sekretariat zu kriegen, für 60 Slides, wo wir am Anfang geguckt haben, wo den heigen Wurstum, die wir über Jahrzehnte haben, wo den als am Land hingefordert wird. An allen Punkten. Das hängt davon auf, von den über Staatsfinanzen, was hat das für Konsequenzen um Staatsfinanzen, tatsächlich Konsequenzen, dass man Überschuss hatten, dass man Reserven durchgelöst und heute stellen wir aber fest, und das ist schon heigen Wurstum, dass man kein Überschuss mehr haben mit Defizite, dass man keine Reserven mehr haben, mit dass man Schulden müssen machen. Ob schon mal all Jahr 10.000 neue Arbeitsplätze in Lützeburg geschafft und aus der Schulmarsch einfach den nächsten Jahr permanent an Blut kann. Und trotzdem so viel Reichtum am Land geschafft und als 12 von denen Leuten unter der Armutsgrenze auch permanent geworden. Der Wohnungsbau kriegen wir wie Jahrzehnte nicht mehr an den Griff. Stauen auf den Straßen, die gehen von Tag zu Tag mehr groß. Das Niveau an der Schule ist noch permanent. Aber wir bringen es nicht fertig, die Großentwicklung von der Population, die größten durch eine Immigration stattfindet, das Leid auch richtig an als Gesellschaft zu integrieren. Der Landverbrauch, den wir alltag mehr verbrauchen hier im Land, den öffentlichen Transport, den nach immer nicht den großen Aufwürste von der Population an, von den Arbeitskräften, der Frontalien hier im Land gerecht wird. Und Sozialversicherungssysteme, die in der Grenze stehen, für alle Pensionskäse. Und auch da sagen wir, die Leute, die am Anfang so, wir brauchen die starke Wurstum, langfristige Pensionen, das ist der größte Fehler, den man kann machen kann. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Wir brauchen 4% Wurstum, Winsteisen, Pensionen. Das gibt das Pensionssystem an den Chaos feiern. Ich gebe nicht ganz einfach ein Beispiel. Für das den Juden kann nicht verstehen, für eine Pension brauchen 3 Aktive. 3 Aktive muss ich schaffen, für das wir in diesem System können Pensionär finanzieren. Das ist ganz klar. Wir haben einen Blick 120.000 Pensionären, da brauchen wir 360.000 Aktive, wir haben etwas über 500.000 Aktive, also machen wir mal einen Blick nach all Jahren einen Überschuss, wir kriegen mehr Suchen ran, wie wir da rausgehen, und dafür konnten wir Reserven nun legen, die einen Blick bei 15 Milliarden Leihen. Mit denen wo wir 150.000 an der Pensionen brauchen wir 450.000 Aktive. Wenn wir 200.000 Stück an der Pensionen, dann brauchen wir 600.000 Aktive. Aber wenn wir 300.000 Stück an der Pensionen, dann haben wir 900.000 Aktive. Und so kann ich führen. Das heißt, beim starken Wurstem, wann in die Kind realisieren, das ist schon eine andere Frage, da gibt es in dem Moment das Problem lesen, mit dem wir in Zukunft das Problem so groß machen, dass ich weiß, dass das irgendwann ein gibt, unsere natürlich Grenzen stoßen, weil wir sind nicht die, die längst dezidieren, wie der Wirtschaftswachstum ist, einerseits, wir können den beschränkt beeinflussen, und auf der anderen Seite wissen wir auch, wo wir die Arbeitskräfte dann alle hier holen, für dann auch die Plätze zu besetzen, sodass wir so für so 4% Wachstum Winstpensionen als die größten Denkfehler
den kann machen. Wir haben also einerseits eine Analyse gemacht von der aktuellen Situation, am hun auch geguckt, wann Perspektive, wo es Gefischsteuern, und da wissen wir, dass der Conseil National des Finances und die Europäische Kommission Perspektive gemäht tun, wo sie so, wenn man dem Rhythmus weiterfuhren, da sind wir im Jahr 2060 sind wir bei 1,2 Millionen Einwohner, aber 700.000 Arbeitsplätze. Wir haben also eine Situation, wo wir wissen, was die letzten 20, 30 Jahre braucht tun, wo wir heute stehen. Wir haben eine Perspektive, wenn wir so weiterfuhren. Und da muss man sich die Frage stellen, ist die stramme Wachstum die Lösung vom Problem oder ist es das Problem? Will man, dass das Land sich so entwickelt? Und auf diese Frage muss die Gesellschaft und Politik eine Antwort geben. Für das eine Antwort darüber kann gehen, muss ich, wie gesagt, verdicht die Analyse und die Perspektive machen. Die zwei Etappen schenken uns an dieser Phase die wichtigste sind, den Leuten mal eine Analyse zu präsentieren, eine Perspektive zu präsentieren, weil wenn Leute an Politik das da weiß, da könnt natürlich die Frage, fuhr man so viel oder fuhr man nicht so viel. Wir sagen als ADR, das tut sicher, dass wir nicht können so viel fuhren, wir kommen nicht erlernst, aber wir sagen dafür als ADR, wir brauchen in Zukunft einen qualitativen, hochwertigen, kontrollierten und nachhaltigen Wachstum für Lützeburg. Das ist ein anderer wieder, dass nämlich alle Betriebe, man muss auf Lützeburg abholen, dass man muss gucken, was man einen Betrieb hier im Land implantieren, was braucht den Betrieb vom Staat und Unterstützung und Subventionen und Infrastrukturen und Landfläche, aber was bringt den Betrieb über Arbeitsplätze und über Steuern dem Land inklusive mit den Konsequenzen auf das Logement, auf den Straßenverkehr oder auf den öffentlichen Transport, alles das. Und da muss in eine Richtung machen, so den Betrieb do, als für das Land rentabel oder als nicht für das Land rentabel, und da soll ihnen nicht tun. Wir müssen auch an unserem Pensionssystem umdenken, dass wir mehr sichern, dass das Pensionssystem funktioniert, ohne dass man einen strammen Wachstum haben. Und so gibt es viele Sachen, und dafür sagen wir auch, dass die Diskussion hier über die Zukunft von Lützeburg muss gefordert gehen für eine Steuerreform. Weil eine Steuer, als wir als Deutsch Freund so ein Wirtschaftslenkungsgesetz, aber wenn ihr wollt, die Wirtschaft lenken an der Vue von einer Zukunft von Lützeburg, dann muss ihr das eventuell dann auch können bei den Steuern an die Richtung guidieren, was will der mehr, was will der Mann, dass in der Steuerpolitik auch darüber aussieht. Es scheint auf jeden Fall ganz wichtig, dass wir die Diskussion feiern, bevor wir die Interpellation angefragt. Wir haben uns aber so Journée parlamentär gefragt, und wir sind froh, wenn die am Hirsch an der Chambre können, und hoffen, dass das einen Impuls gibt, für das wir politisch, aber nicht mehr politisch, mehr auch an der Gesellschaft, als Gedanken über die Frage machen. Wenn wir uns Gedanken machen, und wir kommen dann zu Konklusionen, dann besteht auch eine Bereitschaft, für politisch dann so zu agieren, für dass die Korrekturen und dem System akzeptabel kann realisieren.